welkom iedereen weer deze reden onhorcht. Waar ik nou zijn meer te leren van hoe dingen herkomen van dat een mens vielleicht anfangt te denken, als ik dat leven te nemen, maar wo de start, wo dat anfangt, darauf kommt was durchkommen. Ein ding kann sein, vielleicht noch niemals bekeert gewesen, vielleicht noch niemals Jesus in der Leib gefolgt. En ein ding kann sein, der hat sich am jährlichen Salz raufgebracht. Salzentscheidungen gemerkt, was am jährlichen Leben raufgebracht. En dort, wo ich sei, wo ich in mijn leven so viel mal mit te kämpfen habe. Dat geht so viel mal an, wenn Menschen über ein was reden, oder andere Menschen haben so gesagt, oder die haben einem vielleicht eben nicht muss geschafft, ich bereue das an, wo die es leicht haben. Dort einer sich dummer anfängt, im jährlichen Ruf zu bringen. En krijg van den droom, wo ich in een video van rede, dort zei ik an mijn jährlichen Leben. Wo ich in mijn jährlichen Leben viel mehr bijna zijn kan als an mijn körperlichen Leben. En so viel mal zijn mensen die ja plus schijn zijn als een mens wat kan standhaft blijven. En ik vind mijn Bibel immer zo, een mens wat bekeerd is, der wat een ander mens niet Prüfungen ab da war ich am Leben entschmieden. Die Prüfungen waren von Menschen gekommen, die nicht bekeert sind. Dort ab da war ich meine Bibel verstanden da. Und aber das sind vielmal Dinge, wenn christliche Menschen was gesagt haben, oder jährliche Menschen, wenn die mit dir redest, dann ist deren Meinung nicht dort gewesen, das was du hast mitgenommen. Da kann auch noch dabei sein. So. Und ich will anfangen mit 1. Timotheus 6, Vers 7 bis 10 mit Bibelvers, wo ich will anfangen. Dort sagen, wir haben nichts in diese Welt eingebracht und deswegen können wir auch nichts mit reinnehmen. Das sage ich ganz klar, wir haben nichts in der Welt eingebracht und wir wollen nichts mit reinnehmen. Das hieß sich sehr interessant, dass wir nichts in der Welt eingebracht und wir wollen nichts mit reinnehmen. Aber wenn wir an geistliche Dinge denken, wenn wir stolz sind, was wir mitnehmen. Wenn uns Körper wird begruft worden, was nehmen wir mit? Haben wir uns einen Schritt zum Himmel gemerkt, dort wie hier bloß eine Stärkreise gewesen, oder haben wir dort nicht angenommen? Wenn dort sagt, und wenn die Kleider in Eten haben, damit soll die zufrieden sein. Das sagt, wenn wir Kleider in Eten haben, dann soll die zufrieden sein. Und mein Leben ist all lang nicht immer so gewesen. Ich habe mich da verbessert. En ik zie God dankbaar dat hij mij, dat de Heilige Geest mij leert, dat ik mij kon verbeteren. En dan zegt het over die door wel rijk waren, vollen en verzekeringen, en loten zich van aanzien je last en slangen, die den Menschen aan dat verdorven en aan de verdommnis rieten. In mijn leven passiert dat mal. Ik had een beetje am zijn, ik wil rijk worden, ik wil wel geld hebben hier bij je. En weet je wat? Zo toen had zo'n slangen opgeleid voor mij. Ik wou dat niet aan dat ik jestlich zou aanword. Wenn dat verder keer bij ihr zo zag, vielleicht ik had geld, oder ik kom van weer. Aber am jestlichen Weg sei aan. En dat had met te doen, ik check thuis op andere mensen, en vergelijken met andere mensen. En besonders im jestlichen, aber ich kann mir sagen, ich erreiche vor, ich über Dinge, und ich sage, andere Menschen machen Fehler. Und wollte ich dort soll nicht so sein. Wenn ich sage, andere Menschen machen Fehler, dann soll ich der Brief, was ich den so gut anrede davon, den ich läuft zu den Yes, so eine Trachte wiese oder nicht. Und dann sagt dort, der Tier Vers, dies als eine Wardel, wo die allerhand bei sich kommt. Einige haben sich dort gelässt und loten und sind dadurch vom Glauben aufgeirrt und haben sich selbst dadurch viel weiter zugesagt. En dit vers die zegt dat wat iets is. Iets is een wortel waar het allerhand bij zich komt, zegt dat. En veelmaal, dus ik dat reed gehoord heb, alleen, wenn een mens hier op iets zeer nodig is, dat zeer nodig zijn geld hieron, dan wordt een iets zich genaamd. En dat kan ook zijn dat een mens iets zich is, dat vielleicht niet ewig van anderen. En
dat zijn alles dingen die kunnen jestlich ook irdisch te nemen. Hier bij ieder film, wie kan er goed zijn, een mens zij jiet zich. En wenn zo'n mens wordt zich vetten zij opgehouden. En mijn vrouw steekt allemaal op, ga ik om met die mens gereed. Ga ik om mijn part doen aan die mens, dat die nog kan klaar worden. Oder den zijn in de stad te zijn, oder die zijn aus, wo den zijn hart wirklich eingesteld is. En vandaar wil ik kijken aan jestliche dingen jiet zich zijn. Ik wie met jestliche dingen jiet zich, wat God mij om boord hoort, om daaruit te brengen. Ik heb al jaren terug een roep gehad van reden. God roept mij ganz klar en ik schuf dat op. Woeween? Ik wie jiet zich met dat wat God mij wijst. Ik had veel te angst, mensen worden mij falsch bereden, of mensen worden mij dat niet gleich correct uit. Of die worden niet mijn reden gleich, of wat immer. En toen zag ik op eenmaal, wie ik am jestlichen jiet zich was, ik juist niet tot wat wieder wat God aan mij geplant had. En waarom hast ich gesagt, ich muss ein Beispiel nehmen von vielen Kirchen. Ich sage nicht, dass die Kirchen alle so sind. Aber es sind viele Kirchen, die sind auf diesem Zweig, der wird noch in der Ältesten sein. Die haben den Eindruck, dass der Älteste dort steht, was alles zu sagen hat. Und jemand sagt nicht, dass der Älteste jitzig ist, aber da kann Älteste stehen, was du jitzig war, wenn zij zijn nu daar wat alles te zeggen hebben. Er een leidende prediker aan de kerk. Dat kan ook jitzig worden, die janten anderen aan dat niet, wenn God een andere jestliche Gove gegeven heeft. En weet je wat, wenn God die heeft jestliche Gove gegeven, dan doet de prediker en den Ältesten zeggen wat hij zeggen wil, oder de kerk zeggen wat hij zeggen wil, oder die Mitmenschen, laat hij zeggen wat hij zeggen wil. Du bist verantwortlich, was Gott dir anvertraut hat. Wenn die jiet sich best mit dem, was Gott dir anvertraut hat, da wird von deinen Händen gefordert worden. Das hielt sich so streng, aber ich habe das uitgefangen. Jiet sich sein, ich habe nicht uit. Und so viel Mal, wenn ich jetzt mit den Denkmonaten, ich habe das aufgelehnt, dann sie echt schuldig, Bosheit zu tun zu Gott. Und ich will von der Rede noch von Bibelschriftstellen, wo das klar beweist, was für eine Kraft das von Gott gegeven, wie man Gott sein Wort nicht jitzig sein. Und dort fingen wir an Daniel 3, 15 bis 17, wo Sadrach, Mesach und Abednego Gott nicht aufsehen. Da sieht Gott bloß einfach ab keinem Weich auf. Ich wollte die Verse hier mal lesen. Ich kann nicht das ganze Kapitel hier zu lesen, aber das ist gerade, wo das drauf ankommt, bei End. Ich wollte im 14. Vers lesen, wo Nebuchadnezzar zu ihnen sagt, er sagt an, es dort so, Sadrach, Mesach und Abednego, dort die meinen Aufgaben nicht deinen, und dort die nicht für die goldene Gestalt hinein. Wenn die die Trompet und die Fleuten und die Harpen und Zither spielen hören, anfallen und den Aufgaben anbeten, dann ist alles gut. Aber wenn die dort nicht daunen worden, schmied wie den Fuß an einen glühenden Heutenofen nennen. Dann war wie seinen oft du ein Gott ist, der ihn raten kann und mit uit meine Macht. Und Sadrach, Mesach und Abednego sehen, wie brücken die an diese Sache nicht gehorchen. Wenn du das, was du gesagt hast, dann kann uns Gott, dem wie deinen, uns von dem heutigen Herdofen und von deiner Macht raten und er wird dort auch. Diese 3 Männer, die willen sich ganz sicher, Gott kann ihn raten von dort. En die zei, die wordt dat ook. En wat wir hier? Willen zij jitzig met ihren Gott? Oder willen zij brood met ihren Gott? Zij willen niet jitzig met ihren Gott. Zij zeggen niet, okay, nou dan wollen wir uns bis tot hinein en wenn het is ever als wie worden in im Stellen unseren Gott wieder deinen. No, die wieder kriegt du Lüd mit ihren Gott. Die wieder nicht blitz mit ihren Gott. Die sagen ganz klar, der Gott kann uns raten. Und was passiert nu dort? Den Uwe wordt zo hard gemerkt, dat deze Leute, wat deze Männer doen aanschmijten, die vallen aan en die sterven aan dat. Die sterven aan dat van dus zo dichtbij komen om deze Männer doen aanschmijten. En nu dat, dan hups Nebuchadnezzar op eenmaal op en dan zegt hij, bang wie nicht 3 Männer schmijten die da aan dat 4? Da zeiden, ja, wie deiden. En dan zegt hij, du zijn nu über Feuer.
So Gott schickt einen Mann, was diese Mann hat beschützen hat. Wo kam dort her, dass sie der Radung kriegen? Erstlich, wir sie wieder nicht hitzig, und zweitens, wir sie wieder pro. Wenn du von der an dein Leben zu kämpfen hast, dass du am Jestlichen rauf kommst, dann ist ein Ding ziemlich sicher. Du bist irgendwo jitzig mit dem jestlichen Leben, was Gott dir anvertraut hat. Dort kommen Ferien, was kleine sein. Dort kommen Ferien, ein kleines Ding sein, wo die mal anfangen ist, wo die jestlich zu tun ist. Ich würde dir sagen, fang mit dort Ding an. Sonst wenn nicht, du nimmst dein jestliches Leben selbst in das ein. Du wirst selbst dein jestliches Leben dort nehmen. Und dort, wo das herkommt, dass ein Mensch, was du viermal kommt, dass er sich an sein fleischliches Leben dort nimmt. Und so viermal hat das mit zu tun, dass ein Mensch Gott den Mund in den klappt den. Und der will haben, der soll sich bekehren, der soll sich zu ihm hingeben. Und der darf auch nicht, wenn der sieht bloß einmal den Weg, wo er wird mit der Gegend. Und dort, wo ein Mensch wird, was du kommt, dass er sich das Leben nimmt. Ich sehe von der ab der Entscheidung gekommen, ich sehe, es wird viel lieber, wenn sie mir körperlich tot merken, als dass ich soll, was du kommen, mir das Leben nehmen. Und besonders nach dem Jestlichen. Am Fleischlichen hat auch nicht eine große Angst als am Jestlichen. Ich habe dort klar gemerkt, ich will Gott dienen. Und ich will serven. Und ich will Menschen serven. Und mein Ziel ist für dit Jahr, dass ich will mehr und mehr für Gott können tun. Und da wird vermutlich brücken, was Petrus in Apostelgeschichte 5,29 sagt, wie macht Gott mehr hartes Menschen. Diese 3 Männer, wenn die haben, den kenne ich mehr hart als Gott, dann würde der niemals die Kraft gehabt haben, und dann dort 4 Jahre geblieben sein. Vielleicht würde sie dann nachher hineingeschmiert, aber wofür dann sie nicht warst. Dann hätte sie nicht ihr ewiges Leben geholt. Dann hätte sie Gott mit dort kommt auf sein. Während sie jitzig wäre, sie wäre jitzig mit ihrem Körper. Sie wäre nicht jitzig mit ihrem Körper. Entweder ein Don't oder mit ihrem Körper, ja, sie wäre besorgt um ihre Seele. Wofür muss sie wie besorgt um unsere Seele? Für mal mit Geld du hast, dann setzt also nicht was die Seele aufgesagt. Und dort ist ein Ding, wo ich sage, an mein Leben, wo das so raufging, ich bin nicht besorgt an meine Seele, ich bin bloß besorgt an mein Fleisch, das soll ich gut haben. Und ich danke Gott, dass du Menschen wären, die das Wort rausbrachten, wo ich durchbringen, wo ich mich zu sein kriege, dass ich mein Leben ändern kann. Und wenn du von der Dinge an dein Leben setzt, wo die ändern kannst, dann das von dir. Dann das nicht aufschieben. Und Matthäus 6,33, du hast uns ein Ding sehr klar versprechen. Dort sagt du, wenn wir waren erst noch Gott in Reck sehen, wo uns dann was kommt. Dort sagt übersiegt, dass erst noch Gott in Reck und nur seine Gerechtigkeit, dann wollen dort andere auch alle kriegen. So viel mal sagen so, oh ja, wenn ich von der bis noch Gott in Gerechtigkeit sehe, oder erst noch Gott in Reck sehe, da muss ich alle vorstellen, mit was das geht. Gott hat immer einen Plan für dich. Und der 34. Vers sagt, deswegen merkt ihr nicht sorgen am Tag, was morgen kommen soll. Morgen wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat für sich selbst genug Trouble. Das sage ich ganz klar, jeder Tag hat für sich selbst genug Trouble. Wir sollen nicht sorgen am was morgen wird sein. Sorge kann einen Mensch krank machen, und Sorge kann einen Mensch umbringen. Und wenn du besorgt bist um dein geistliches Leben, wo du wirst wiederkommen, dann gibt Gott das. Dann schaut Gott die Lehre. Dann schaut Gott die Dinge weisen, was seine Kraft kann tun. So viele Menschen, die glauben da nicht an die Taufe vom Heiligen Geist. Viele Menschen glauben nicht an, weil sie Gäste getrieben. Und nicht an, weil sie Gäste glauben die nicht. Viele Menschen glauben nicht an Zungenbeten. Viele Menschen glauben von da nicht an Heilung.
Dat een mens kan geholpen worden. En ik heb belevenissen gehad waar ik zie geholpen worden. Ganz klar. Ik zie God zo dankbaar dafür. Ik had snel getrokken en ik word geholpen van de dingen. Maar wen ben ik niet meer op. Ik merk dat klar, ik wil ontvangen om jestlichen te wassen. Ik wil niet om jestlichen stonden blijven. En ik zie God dankbaar voor dat ik heb kunnen wassen. Mijn ziel is, ik wil nog veel dollar wassen. Wenn ich nicht ein Ziel zat dat ich wassen will, dann kann ich nicht wassen. Gott sein Ziel ist für mich und die, dass wir jestlich wassen. Und wenn ich die bloß ein Ziel habe, nie so wie Gott, nu habe ich genug, nu weiß ich nicht, wie Gott sein Wort lehren. Nu ist mir alles klar, ich habe eine Bekehrung, nu sehe ich Gott. Weißt du was, da wird nicht da bleiben. Dann musst du jestlich die Salz anbringen. Da kann ich die garantieren. Wenn ich sage, ganz klar, wie soll Gott sein Wort auch tun? Und was sagt Gott sein Wort, was wir tun sollen? Wie soll Gott sein Wort uitbrengen? Wie soll das an alle Welt verkündigen? Und was ist alles an Gott sein Wort angeführt? Jakobus 4,17 ist dort, wo das sagt, von Gott sein Wort auch tun. Dort sagt, wer du wollt, nicht sage ich auch, das sage ich nicht, wer du wollt, wenn Gott sein Wort tun, aber das sagt es dit, wer du wollt, Gutes zu tun, und der tut nicht, für den ist das Sinn. Wenn du willst, Gutes zu tun, und du das tut nicht, dann ist das Sinn für dich. Ist das nicht eine höchste Abmunterung? Wenn ich will, Gutes zu tun, und ich tue das nicht mal, ist das dann noch Sinn ist. Ist das nicht, was von diesem Tag kann der Anfang sein für die jestlich anbringen sollst? Das ist sehr interessant für einen Mann. Dat sehr viele Menschen dort nicht begreifen können, dass sie kennen, was Gott tun. Und wenn wir das nicht wahrnehmen, Gott tun, dann ist das Sinn für uns. Das ist sehr streng. Und wo fängt es an, dass du dein jestliches Leben selbst anfängst anzubringen? Dort ist gleich, wenn der Sinn geboren wird. Wenn du das erst nicht achtest, das ist, wenn der Jest die Monat hat, dann gehen Gott tun. Und dort, wo du dein jestliches Leben anfängst anzubringen. Und dort, wo so tun will, er will dein fleischliches Leben auch das Leben nehmen. Er will die unbedingt deine Säule an der Hand haben. Und das ist nicht Gott sein Plan für dich. Gott hat dich gewählt und Gott hat dich geraubt, um Gott sein Kind zu sein. In Sprüche 18,21 sage ich ganz klar, dout und Leben ist an der Zunge ihrer Macht. Und wer gleich wird von der Frucht eten. Von was von der Frucht, was du isst? Was du die dout einmal auf die abreden und sie denken, die kostet doch nicht Gott sein Wort rüberbringen? Oder was die umfangen mit das, was Gott die umvertraut hat? Ich will dir ein Ding sagen, wenn ich gerade wollte, fühlst du umfangen, wo Menschen, wo andere Menschen wären, wie ich mal sagen. Wenn ich gerade wollte umfangen, da wo niemand einen Start kriegen, wo niemand im Schwung kommen. Aber ich muss mit dort umfangen, was Gott mir umvertraut hat. Kriegt es von dir. Wenn ich bloß nur die Menschen kijken, die vielleicht al veel wieder zijn als ich, da wird mich noch nicht anbringen. Dort kriegt es eine Lehre, wenn die 10 Trappen, weil man sagt, die sind da rütgen und du fangst die Trappen an und ich jump dann ab, weil du sind hinabzukommen. Wo kann ich da hin? Ich muss erst die Trappen anbieten. Nicht bloß, ich bin im Strang und schlaf mir dann ab. Aber das ist ein Beispiel für viele Menschen, die wollen mit dort anfangen, wo ein anderer Mensch al ist, die sollen die dort nicht so wollen, aber leicht anfangen und mit dort anfangen, wo Gott ihn dann hat. Wenn Menschen wollen hoch anfangen, dann haben sehr hohe Prozent bloß mit Stolz zu tun. Wenn sie wollen auch ja Menschen sein, und das schafft nicht den Zweig. Ich wollte vorhin schon mal lesen, Sprüche 18,21, das sagt, die Tongue hat die Gewalt über dout und Leben, und wer jeden redet, wird mit ihrer Frucht leben. Als ein klein anders sagt, hier ist sie. Aber da hat viele verschiedene Übersetzungen. Das sagt, die Tongue hat die Kraft über dout und Leben. Was redest du von dir über dein geistliches Leben ab? Redest du bloß noch ab, die kostet nicht? Oder redest du dann ab, ich will nicht abgeben und ich will das einen Tag vollbringen?
zoet und leichter, wenn wir Verspieler sind. Zoet und leichter, wenn wir abgeben, für was Gott von uns will. Krijg wo ik van retrachtet is, toen gaat in recht naar wat je doet. Aller ewige toekomst. Dat is een Matthäus 6, 33, maar op jeugd iets stem was lezen. Dat is een beetje ähnlich wat het reden dat. En dan in 1 Timotheus 6, vers 11 en 12, dat nu zijn we terug wat dat kapitel wo ik is, de eerste verse met omvangt, dat zegt, aber die Mensch, die Gott ongeheers, go zo wat uit dem weg en streven nu dat Gode, nu gerechtigheid, nu geloven, nu leib, en zie geduldig en goed meinend. Waarom zei zie geduldig en zie leiftolig? En dan zegt hij, kämpf den gouden Glaubenskampf, hou dat uit je leven vast, wozu Gott die beroepen heeft en waarvan du voor velen een goede bekentenis gegeven hast. Dit is wat, hier schrijven dat voor velen een goede bekentenis gegeven heeft. En eerst red ik van de 7 wat in 10 vers van de tijd. En van allerlei dingen. En dan zegt dat. Aber die Mensch, die Gott ongeheers, go zo wat in weg. Go jiet in weg. Wenn die jiet zich best met die goven, dan go dat in weg. Loop Gott in de goven brug. Loop Gott die 10 harpe bruggen zum Gott zijn noemen verherrlichen. Doe niet die zelfs aan de grond brengen en die zelfs dat jestliche leven nemen. Wenn die nicht is voor God, dan zal je % dat die was jestlich dat leven nemen. Ohne dat die dat aan was. Ik wens die Gott das Segen in mijn gebed is, wenn du on jede gebogen bist, die bist on dingen gebogen, wo die zelfs nog niet meer droht wordt, dan stop van der uit in de naam van Jezus Christus, bid ik over die kracht en wijsheid dat die dat was recht uitbrengen en dat God zijn kracht wat durch die verherrlicht worden en dat die was gaan leeftoelig om mensen aangaan. Mensen vrij zetten van dingen waar die met gebogen zijn, maar bij ze juist dat bid over die. En wenn du ein Verlangen hast, vrij gesagt zu worden, dann geh op eine Person und laut beten für die. In der Namen von Jesus Christus bete ich bloß, wo die jetzt an die sitzt, aus einem irdischen oder einem geistlichen. In der Namen von Jesus Christus bete ich die frei über die Dinge. Gott kann die frei setzen, Jesus kann die frei setzen. Und laut den Heiligen Geist an die schaffen, dass die was kraftvoll sind und dass die was live haben für Menschen. Wenn die mit Menschen zu tun hast, was mit so zu tun haben, dass die was live und mit Gott seine Weisheit zu angehen und nicht mit den fleischlichen Dingen zu angehen und für sich Menschen zu ändern. In Jesus Christus sein Namen. Amen. Gott ist ihr und mag Gott die segnen.